So, jetzt sind wir auf YouTube auch live. Jetzt ist Scheiß wichtig. YouTube, Twitch ist viel cooler. Wir haben jetzt, der Seppi hat jetzt schon mal angefangen. Erst einmal herzlich willkommen. Ihr seid sicher verwundert. Der Seppi ist dabei. Ich bin nicht Forever Alone Level Kassettenschmerz. Ausnahmsweise. Schön, Seppi, dass du bist. So binst, oder? Ich hab gescheit binst, also Kurz da stimme ich ihm zum zu. Ja, das war richtig schlimm, weil ich hab mich verlassen gefühlt. Und es klang doch, dass mich mein Papa verlassen hat, dann muss es nicht auch noch du machen. Oh, Da kommen nämlich sonst ein paar Traumata in mir hoch. Kurz um die Traumata zu verarbeiten, unser Intro. oh. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Wie geht's dir jetzt? Du hast das schon lange nicht mehr gesehen. Ich muss jetzt dann auch gleich nach dem Stream die Hose wechseln. Es ist immer noch so hervorragend. Alter Masturbator, oder wie? Mhm. Ganz viel selber. Geht das. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ich sehe schon in der Folgenbeschreibung, die ich mir jetzt gerade hergehabt habe, dass du mindestens 2 Themen dabei hast, die ich dabei habe. Das ist schon mal ganz stark. Das ist super. Aber das wichtigste Thema vorweg, es kommt diese Woche Freitag in irgendein Cineplex eurer Wahl, beziehungsweise eins der 4, Waldkraiburg, Vilsbiburg, Erding oder Neufahren, denn es ist wieder die Nacht des guten Geschmacks. Und diesmal ist der Name auch wirklich Programm, denn es läuft Shutter Island. Ui, stark. Mhm. Ich habe übrigens kein Beutel da auf YouTube. Was ist das? Kein Beutel auf YouTube? Ich habe ein Beutel auf YouTube. Uns gar nicht. Jo. Also bei meinem Kontrollbildschirm auf der Seite läuft YouTube. Das ist seltsam, weil bei mir am Handy ist nichts da. Schau mal, Herz und sagt es uns. Fragen wir jetzt einfach mal einen in Le Chat. Aber laut Internetzeig hier ist alles hervorragend. Ja, jetzt ist es neu geladen. Hervorragend. Ja, schau her. Jetzt kommt es einen schon auch. Schau her. Braucht ein bisschen länger. Also wie gesagt, hier Freitag 21.45 Uhr, Shutter Island, Corby und ich sind in Vilsbiburg vertreten. Also, falls ihr Bock auf Geschlechtskrankheiten habt, dann kommt's auf Vilsbiburg. Corby kann damit dienen. Das ist die beste Werbung für ein Kino, die ich gehört habe. Geht's ja nicht ums Kino, da geht's ja nicht ums Kino. Und was noch wichtig ist, dann streicht euch gleich noch den 30.05. an, denn da gibt es ein Double Feature. Und zwar mit die Night of the Living Dead, so eigentlich den Grundsteinleger des heute bekannten Zombie-Films. Und dazu noch Jörg Buttgereits Necromantic 2. Und die 2 Dinge auf der Leinwand sehen, das ist, glaube ich, schon arschaffen geil. Also diesen Freitag Shutter Island, 30.05. Night of the Living Dead und Necromantic 2. Ja, Shutter Island ist schon geil. Also, Bombengeil, ja. habe ich gut in Erinnerung. Schon Zeit ich her, aber war Ich habe damals den nur im ganz Kino fein. gesehen. Seit dem Kino nicht mehr. Premiere war es dann nicht mehr. Sky. Wie ich noch einer von diesen armen, dummen Abonnenten war, von dieser Drecksfirma. Lass in Ruhe, weil ohne die kann man uns Last of Us nicht anschauen. Doch, kann man schon, wenn man es auf Amazon einfach kaufen kann. Ja, genau, kaufe ich es mir auch noch, bin ich bescheuert. Ich gebe schon genug Geld aus. Lass mich. Ich mach Das das waren nur Zurückgebliebene machen das. Nein, das machen nur kaufbewusste Entscheider von Größe und Kragenweite. Aha! Gut, dass ich dabei bin, gell? Ja, es ist wirklich zauberhaft. Fürs Unboxing ist halt auch wieder gesagt, Leute. Oh Mann, ich muss jetzt dann einmal echt ein paar so Wrestling-Trading-Cards aus den USA importieren, dass da mal ein bisschen Gleichgewicht entsteht. Weil Mach das halt. Scheiß, den kann kein Mensch ertragen, der über 12 ist. Hallo, der Sesselberger, der jetzt noch nicht da ist, der ist immer Feuer und Flamme. Ja, weil er nicht weiß, dass es Wrestling-Karten gibt. Du mit deinem Catchen. Auf alle Fälle könnt ihr es wählen zwischen stürmische Funken, strahlende Sterne und Paradox Rift. Und was ich noch dabei habe zum Unboxen, ein Kinderjoy mit Super Mario Zeug drinnen. Das wird jetzt du brauchst gar nicht schauen, weil du hast nichts. Eher feuchte Tücher hätte ich da. So Ja. Wraps. Wipes. Also kannst du die selber unboxen und dann einschmieren. Aus dem Flieger, ja. Schreibt in Kommentare, wer das möchte. Dann schicke ich euch meinen OnlyFans-Link. Ich werde jetzt nämlich dann einen Account aufmachen, wo ich nur meine Zehen herzeige. Ich zeig meine Eier. Vielleicht wuchsen ein paar rum, wer weiß das schon. Ja, vielleicht wächst der Zähne gleich. Haben sie ja schon. Das macht mir also besonders.
Ja, also mir macht es besonderer, weil meine sind schon wieder ausgeschnitten. Ja, das stimmt. Das weiß ich zufällig, weil ich habe das schon mal als Hintergrund auf meinem Handy gehabt, das Foto. Naja, Das anderes war Thema. schön. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe heute übrigens, es sind wieder ein Haufen Trailer gekommen und was ich, aber da wir ja die ganze Zeit hier verprügelt werden, wenn wir Trailer herzogen, habe ich mir dazu entschieden, dass wir das jetzt einfach anders machen und ich teile meinen Bildschirm und sage euch die Poster und wir schmatzen einfach ein bisschen darüber, oder? Das ist doch eine willkommene Alternative. Ja, das grenzt schon fast an Mobbing, was da mit uns abgezogen wird. Das ist einfach eine Frechheit, was Das die ist, mit uns treiben. da gehst wohl gelaunt in der Früh in die Schule, deine Kumpels schmeißen der Pausengeld zu, weil sie die so feiern und dann kommt Genau. der böse Mobber und zieht der Unterhosen her und nimmt dir ganz Geld. Und der böse Mobber ist YouTube in dem Fall. Ganz genau. Und Penner. warum tut er das? Weil sie irgendein anderer Schwanz beschwert hat, obwohl gar nichts passiert ist. Aber naja, werden schon wissen, was dann. Das erste Poster, was wir haben, ist hier Alien Earth, ein neues Poster, denn es gibt jetzt einen offiziellen Starttermin zu dieser Serie und das ist der 13. August diesen Jahres. Es gibt auch einen neuen oder einen richtigen Trailer dazu. Also, da ich mal den Tag gleich mal markieren, 13. August 2025. Und dann schauen wir uns Alien Earth an. Da bin ich mal gespannt, weil ich gespannt bin. Das war jetzt für mich so ein Grund, dass ich mir nochmal Disney Plus sauber mache. Das sage ich dir ganz ehrlich. Das interessiert mich direkt. Ja, brauchst. Das brauchst du auf alle Fälle. Da haben wir noch was- Romulus. Oder nein, wo haben wir da angesiedelt zeitlich? Noch, Boah, Leute, da müsstet ihr echt nochmal nachschauen. Das habe ich mal gelesen, aber irgendwie wieder vergessen. wie heißt denn der schlechteste von alle? Wie heißt denn gleich? Prometheus. Ich glaube, noch Prometheus geht es da weiter, oder? Der Prometheus. Prometheus, ja. Prometheus. Das kann sein. Ich müsste nochmal nachschauen. Ich habe es absolut nicht mehr in Le Rieb, wann das ist. Jetzt ist die Frage, kann ich da jetzt nicht einfach hin und her? Nein, kann ich nicht. Okay, ich Da muss kann jetzt ich mal wieder. übrigens gleich noch einhaken für Alien-Fans, die gern PlayStation spielen. Im September kommt ein Alien-Spiel auf der PlayStation 5 raus. Und zwar Alien Rogue Incursion. War bis jetzt VR-exklusiv, kommt jetzt aber auch auf Konsole und PC. Könnt ganz viel schießen und Xenomorphs zusammenballern. Scheißen ist immer gut. Schauen wir mal, wie es ohne VR ist. Scheißen ist der Lohr, hast mich schon überzeugt. Okay. Hast mich schon überzeugt. Was ist die nächste Ankündigung, die wir jetzt gekriegt haben? Es ist das Release-Datum zu The Bear Staffel 4. Finally geht das Ding auch weiter und zwar am 26. Juni. Bist du da dabei? Da bin ich voll dabei. Ich habe die erste Staffel geschaut, habe es auch gut gefunden und habe es dann aber irgendwie vergessen. Die ist, also bisher finde ich, holt's die Qualität. Das Beste war, ich glaube, in der zweiten Staffel haben sie so eine Weihnachtsfolge dabei. Die ist ultimativ gut und an sich ja, also ich bin begeistert von der Serie. Das ist richtig gut, sie ist richtig stressig, das macht dann teilweise richtig deppert. Das ist das Schöne am Feierabend, wenn man so eine richtig stressige Serie hat. Genau, denkst du, mir jetzt nur ein bisschen was zum Oberkommen anschauen und dann schaust du auf den Bär an, dann kannst du eigentlich gleich wieder in die Arbeit fahren, weil du so richtige Power hast. Richtige Power. Kann ich jetzt eigentlich darüber springen und das erzeugt das dann einfach oder bleibt das die ganze Zeit auf der Bär hängen? Hallo? Weiß ich nicht, Technikmaster. Probier's aus. Ja, ich habe es jetzt gerade probiert. Ich bin jetzt mal umgesprungen. Ich weiß jetzt gerade, wie viel Verzug das wir da haben. Das wird jetzt ausgefallen, aber sonst? Mein Gott, ne, geht mir die auf den Sack, ey. Völlig verhurte Schweinsdrecks. Alles klar, ich muss jetzt mal wieder neu teilen. Dann machen wir das halt. Da meine Kamera ausgefallen ist, passt das gerade sehr gut. Es gibt nämlich das erste Beitel. Es ist nämlich schon ziemlich lang ja im Gespräch, dass wir, Alter, was machst du? Dass wir eine Spider-Man Noir Realserie kriegen. Komischerweise über Amazon, keine Ahnung, warum Amazon da die Rechte vor mir hat. Aber who am I to judge? Mit dem Nicolas Cage und da ist jetzt das erste Bild dazu veröffentlicht worden und mir gefällt das einfach schon wieder. Es schaut zwar irgendwie aus wie so eine professionelle Aufnahme von einer Actionfigur. Ja, das stimmt. Aber ja, Spider-Man Noir, coole Sache. Bin ich dabei. Ich glaube, der Nicolas Cage spielt den auch, weil spricht er den nicht sogar in den Spider-Verse-Filme? Ich weiß nicht mehr. Kann ich da nicht sagen, glaube jetzt. Ich weiß nicht. Jetzt nicht. Keine Ahnung. Konnte am Gewinn sein, weiß ich nicht. Auf alle Fälle haben wir endlich das erste offizielle Bild. Das heißt, die Sache läuft. Wir haben auch nur ein offizielles Bild von Nick Cage, falls du das weißt, zufällig. Oh, was gibt jetzt? Und zwar spielt er ja mit dem mit dem Christian Bale zusammen in der Verfilmung vom Leben von John Madden an John Madden. Den Football-Typen da, den man vielleicht von Madden NFL kennt, von dem EA Sports Spiel.
Ja, ich glaube, da habe ich auch was gesehen. Ein Biopic und das ist auch ein Bild rausgekommen. Kann ich das auch herzen? Ich kann das auch jetzt sagen, gell? Normal, wenn du unten auf Share druckst. Gnedelwurzler schreibt gerade was davon, Predator kills the Marvel Universe. Irgendwie so, ja, da kommt tatsächlich irgendwas. Das müsste halt auch noch Schaust dieses du? Jahr kommen. Da haben es die zwei. Geil schaut's aus. Super, gell? Das ist der Christian Bale, oder wie? Ja, genau. Links und rechts der Nicky Boy. Geil ist er. Ich liebe Ganz Nicolas Cage. Ich finde es so schön, dass er wieder so präsent ist. Ich finde es so toll. Ja, das ist wirklich gut. Das ist das Das gefällt mir sind, das sind persönlich. jetzt wieder, also das sind jetzt nicht nur irgendwie so lustige Rollen oder so kleine nebenbei Ja, oder Genrefilme, sondern das ist richtig, das sind jetzt auch wieder groß genommen, der kriegt. kommen wieder, Ganz- jetzt, der ist wieder im Kommen, das passt schon so. Guter Mann, guter Lachs. So, was haben wir denn noch hier? Es gibt das erste Poster, ich weiß nicht, ob den Film irgendjemand von euch gesehen hat, nämlich The Coffee Table. Und dieser Film kriegt ein Remake, nämlich The Turkish Coffee Table. Jetzt haben wir das erste Poster dazu. Und das Besondere an dem Film ist, dass den Film der Can Efrenol macht, den wir ja persönlich kennenlernen haben dürfen im Hardline und auch interviewt haben. Netter Schaut euch Kerl. das Interview an, das ist auf YouTube und wie der Seppi gerade sagt, netter Kerl, absolut coole Socke, der Kerl. Der hat bisher nur abgeliefert. Also jeden Film, den ich von dem ich jetzt gesehen habe, hat der Typ abgeliefert und das egal in welchem Genre, dass der unterwegs war, ob es jetzt eben mit Saraya war oder mit Baskin oder der Abenteuerfilm mit den Kindern, jetzt weiß ich den Namen leider nicht mehr. Housewife habe ich noch nicht gesehen vorher, aber habe ich auch nur Gutes gehört und deswegen bin ich schon sehr gespannt auf dieses Remake von The Coffee Table, den ich im Original erst einmal sehen müsste. Sagt dir der was, Seppi? Nö, überhaupt nichts. Sie haben nämlich im Hardline schon vor dem Film, er hat nämlich erzählt, dass das sein nächstes Ding wird und dann haben wir bald vor dem Film Coffee Table geredet, dass der so toll ist. Und ich habe mir gedacht, ja, Wahnsinn, noch nie gehört. Ja, das Poster sagt mir viel aus. Da unten ist eine Babyhand auf alle Fälle. Mit Ja. Blut drauf. Naja. Das kann was Gutes werden. Aha. Aha. Ein Serbien-Film gefällt das. Zu oder so. Ein Serbien-Film gefällt das. So, was haben wir noch? Was ist noch für ein Trailer gekommen? Heute sind 2 Trailer rauskommen. Fangen wir mal mit dem kleineren Format an. Das ist nämlich der erste offizielle Trailer zu der Serie Ironheart auf Disney Plus. Wer sich noch daran erinnern kann und nicht mehr daran erinnern kann, wer das ist die Riri sowieso, die beim zweiten Black Panther eingeführt worden ist. Ich habe leider kein größeres Beutel gefunden. Ist mir vollkommen wurscht. Der Trailer ist okay. Sagt noch nicht viel aus. Die Effekte schauen zumindest schon mal gut aus von dem, was man sagt. Nach wie vor gefällt mir ihr Anzug überhaupt nicht. Weil also, das ist ja so ein bisschen an Iron Man angelehnt, dieser Anzug. Ja, kann ich nicht viel dazu sagen. Ich habe Ironheart in die Comics ein bisschen erlebt. War auch immer so gerade nebenbei eine Randfigur. Bin gespannt, ob das was wird. Wir werden es erfahren im Juni. Dann tut das Laufen tun bei uns. Und der größere Trailer, der wahrscheinlich wichtigere Trailer, der heute rausgekommen ist zum neuen Superman vom James Gunn. Der jetzige Trailer zeigt da schon ein bisschen mehr von der Tonalität, die der Film haben wird. Und von der Story ein wenig was. Und das Poster, holt euch fest, weil das Poster ist überragend. Das ist so irre krass kreativ. Da zieht dir die Socken aus. Hand schon weg. Steh schon bewusst da. Mhm. Brutal. Kann das Filmposter für Superman 1 sein? Oder 2 oder 3, 4, 5, 6, 7, 7. Irgendwie so zu allem, das jemals von Superman gekommen ist. Also stinkend scheiße langweilig, dieses Poster. Boop, 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 boop. Aber der Trailer schaut cool aus. Man sagt einmal Green Lantern kurz in Action, man sagt die Gegner ein bisschen besser, man sagt mehr vom Lex Luthor. Ich bin auf alle Fälle nach wie vor sehr neugierig. Die ersten Stimmen, die zu dem Film gekommen sind, behaupten, dass er sehr ausgewogen sein soll. Er soll einen verhältnismäßig ernsten Ton haben, aber mit gut platzierten, spaßigen Einlagen. Also ich sage jetzt mal so, das, wie man so ein bisschen kennt vom James Gunn, wenn man an Guardians of the Galaxy denkt, weil der hat ja auch immer so einen gewissen ernsten Unterton, zumindest in Teil 1 und Teil 3, aber hat sehr gut platzierte humoristische Einlagen drinnen. Ja, ich bin gespannt, wie der ankommt bei den Leuten. Ja, Superman ist ja. immer so, also ich prophezei ja jedem Superman in meinem Flop voraus, weil ich einfach die Figur an und für sich sehr langweilig finde.
auch wenn es gute Umsetzungen gibt. Aber Ja. irgendwie wurschtelt er sich trotzdem immer wieder durch. Also bin gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt, dass er gerade mit dem Superman anfangen. Ich Mhm. hätte irgendwie eher drauf tippt, dass man Batman als erstes hernimmt, weil Ja, irgendwie weil der immer so geht im Kopf immer habe, irgendwie. ja genau, Batman geht immer, aber wahrscheinlich ist das zu kurz dann aufeinander mit The Batman, dann den DCU Batman, dann soll ja The Batman 2 immer noch kommen, auch wenn es jetzt schon Gerüchte gibt, dass sie das schon langsam aufhört. Mal gucken, was da wird. Ein Poster habe ich noch für euch, das ist auch überragend gut, denn dazu ist auch ein Trailer gekommen zu einer Fortsetzung, nämlich Nobody 2. Ui. Der hat mir gefallen, der erste. Der war amüsant. Ikonische Ja, Szene im Bus. ich, Traumhaft. ich kann mich nicht mehr so viel daran erinnern, muss ich sagen. An mir ist der irgendwie ein bisschen belanglos vorbeigegangen. Ja, das ist ja sowieso, ist ja klar. Da hat er nichts Großartiges gehabt. Aber Okay. halt, schön hauen und schön schießen. Müssen wir nochmal anschauen. Werde ich wahrscheinlich machen, bevor Teil 2 dann kommt. Ich habe den Trailer noch nicht angeschaut. Der ist irgendwie, habe ich da vorbeigescrollt und dann vergessen, dass ich mal ganz anschaue. Naja, mal gucken, was uns bei Teil 2 von Nobody dann erzählen werden. Noch mehr schießen und noch mehr Schlägern wahrscheinlich. Scheißen. So. Jetzt bist du mit den Comic-Sachen ein bisschen abgedriftet. Ich wollte da noch ein bisschen was reinschmeißen. Wir haben auch noch ein bisschen was dabei. Und zwar einmal ist Marvel 1943 Rise of Hydra auf nächstes Jahr verschoben worden. Kommt Ach ja, das. 2026 außer Anfang des Jahres, heißt. Braucht wie immer mehr Feinschliff. Ist ein Spiel übrigens, falls wer nicht weiß. Da geht Ja, es um sag's Captain mal gescheit. America. 1940er Jahre und so weiter und so fort. Und wird für Skydance gemacht. Also die haben nicht so verkehrt. Machen gerade ein namenloses Star Wars-Spiel. Also bei denen ist einiges im Köcher. Was haben denn Skyland noch gemacht? Der Name sagt mir was, aber ich kann es jetzt gerade nirgends zuordnen. Skydance macht ganz viele Effekte in Hollywood-Produktionen und hat Aha. in den letzten Jahren relativ große VR-Produktionen gemacht. Die letzten haben Behemoth und The Walking Dead, Saints and Sinners. Mhm. Und jetzt gingen sie scheinbar weg von der VR in das normale Gaming ein. Aber die haben auf alle Fälle einiges auf dem Kosten. So gute Schmiede. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das sind alle gute, das mögen wir. Und dann habe ich da noch was gesehen. Und zwar kommt jetzt definitiv Jessica Jones zurück bei Daredevil Born Again Staffel 2. Hat sie jetzt Ja. selber angekündigt auf einer Disney Upfront-Präsentation in New York. Da freue ich mich. Das war quasi heute. Wenn ich das Das glaube ich war auch heute, ja. genau. Dieser brandheiß, brandneu. War eigentlich eh schon klar, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Gerüchteweise, Gerüchtetechnisch, aber Gerüchte, ja. Jetzt ist es offiziell. Und sie freut sich jetzt auch. Ja, das ist wieder her. Darf. Das ist wieder her, weil die Jessica Jones war super. Voll. So, vor allem sie als Jessica Jones war super. Mhm. Also die Figuren, die Schauspieler, ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, die Besetzungen waren alle gut. Es hat dann am Ende an der Umsetzung bei zum Beispiel Luke Cage und Iron Fist gescheitert oder kapert, aber denen da ist auch verbunden, wenn sie als Figuren wieder zurückkommen. Zumindest Ja. die Schauspieler und dann in ordentliche Geschichten rein. Wobei, ich weiß nicht, ob es Was, ich weiß nicht. Weil die waren schon wirklich scheiße, also richtig schlecht und wirklich nicht beliebt. Aber die zwei eben schon, Daredevil und Jessica Jones, haben die Leute gern mengen. Ich weiß nicht, ob es die anderen zurückbringen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt etwas singen möchten, so richtig. Keine Ahnung. Ja, die Figuren an sich sind ja das schon zwei relativ gut bekannte Figuren, die vor allem bei den Amis eine eigene Comicreihen und so weiter haben. Naja, aber wo Der Luke Cage ist ja auch klickt einmal. nicht immer so unbedingt auf dem Bildschirm auch. Also das Ja, ist das stimmt schwierig. schon. Aber der Luke Cage ist ja zum Beispiel auch mit der Anführer von den Avengers und so. Also der hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber mal gucken. Vor allem der Typ, der noch gespielt hat, Michael Coulter oder so, kann es sein? Ja, das kann sein, ja. Der schaut halt wirklich aus wie der scheiß Luke Cage. Aber 1:1. Was soll das? 8 Meter groß, 3 Meter breit. Was ist los mit dir? Das ist doch nicht menschlich, das ist unfair. Mal gucken, ob die noch kommen. Gerüchteweise heißt das ja auch schon die ganze Zeit, dass sie mal noch kommen werden, aber wer weiß das schon. Was auf alle Fälle kommen soll, ist eine animierte Serie zu unser aller Lieblingsbär. Nicht Winnie der Pooh, sondern Ted. Oh. Und sie soll anscheinend zeitlich, das soll alles zusammen, weil es gibt ja über Peacock aktuell eine 2-staffelige Serie, Realserie zu Ted. Ich habe leider noch keine Folge. Das ist ein schöner Ausdruck. Super Wort, gell? Leider habe ich noch keine einzige Folge davon sehen können, aber diese animierte Serie soll anscheinend irgendwie die Geschichte, glaube ich, sogar fortführen. Mark Wahlberg soll auch zurückkommen als Sprecher.
Und der Seth MacFarlane, meine ich, heißt der, oder? Der soll da auch wieder federführend mit dabei sein. Ja, schön. Bin Sag gespannt. ich, ja, bin gespannt und ich sage erst einmal, gib endlich mal die Serie irgendwo bei uns umsonst zum Schauen. Weil ich glaube, kaufen kann man sich, aber das machen ja nur Pimmel. Kaufbewusste Pimmel. Käufer. Pimmels. Du warst vorher schon beim Gaming, da gibt es ja tolle News für unsere Wasteland-Fans, weil Fallout 2, jetzt haben wir ein Startdatum, zwar nicht Tag genau, aber Monat genau für den Dezember zu der Staffel 2 und zeitgleich haben sie eine dritte Staffel gleich angekündigt. Das ist einmal ein Vertrauensbonus. Ja, ich glaube, dass das schon machen können, weil die erste Staffel ziemlich erfolgreich anscheinend gelaufen ist. Also, ich glaube, sie lehnen sie nicht zu weit aus dem Fenster, wenn sie es einfach machen. Na, und es werden wahrscheinlich bestimmt irgendwie in irgendeiner Form auch noch ein paar Spiele in dem Universum kommen. Oder ein paar Remakes, so schwirren ja aber Gerüchte umeinander, dann wird das Ganze noch ein bisschen Gepusht. weitergefahren. Und schauen wir mal. Ja, gibt's mir das immer her damit. Was ist überhaupt der Chat heute so stark? Kruzifix. Wahnsinn, also wir werden eingeschlafen. Ja, aber echt, was ist denn heute? Mittwoch 19 Uhr ist anscheinend keine gute Zeit für uns. Für Draußen ist wieder Ski, gell? Das ist wieder das Problem. Ja. Assis. Furchtbar. Ja, sollen sie selber wissen, wenn sie einen Hautkrebs wollen. Dann geht's halt ruhig aus. Suits LA ist cancelled worden. Das ist sehr schade. Das interessiert mich überhaupt nicht. Dito. Aber ich habe es gelesen und gedacht, vielleicht hat irgendjemand bei uns oder von unseren Affen hier Suits LA angeschaut. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bei uns schon irgendwo läuft, aber es ist auch noch bevor das Staffelfinale gekommen ist, schon gecancelt worden. Hast du Bitte. eigentlich gewusst, dass erstens einmal Megan ein super Film ist und zweitens die Fortsetzung bekommt und drittens da schon ein Spin-off in Arbeit war oder ist? Ja, haben wir da schon hier angekündigt. Ehrlich war? Soulmate. Das ist jetzt verschoben worden. Sexroboter. Das kommt jetzt erst nächstes Jahr. Und Ich glaube, das habe ich in der letzten stopp. Kassettenschmerz sogar erzählt. Das kommt nicht nächstes Jahr. Also es ist nicht die Neuigkeit, dass nächstes Jahr kommt, das war sowieso nächstes Jahr kommen. Sie haben es jetzt von 2. Januar auf den 9. Januar verschoben. Ja, krass, für uns, wir sind so lange warten. Also ich weiß auch nicht, ob das irgendwie aussieht. Ich glaube, das tut dem Film nicht gut, so eine lange Wartezeit. Absolut nicht, nein. Aber sie haben zumindest noch mal ordentlich Zeit, um Feinschliff zu betreiben. Unglaublich viel. Ich glaube, wo ich so gelesen habe, machen sie das übrigens wegen der starken Konkurrenz. Und pass auf, die starke Konkurrenz ist einerseits Avatar und andererseits Mutiny mit dem Jason Statham. Also Avatar kann ich ja verstehen, weil der wahrscheinlich trotzdem wieder Leid ins Kino ziehen wird ohne Ende. Ja, Leider natürlich. Gottes. Aber, naja. Krawallmaus schreibt sich Kopfe. Hallo, wir haben gesagt, warum der Chat startet. Also wir haben nicht gefragt, ob wir miteinander schlafen. Also bitte, haut mit dem Schmarrn. Ja. Für die kommt auf alle Fälle ein Filmchen raus, nämlich beziehungsweise eine Serie über die Madonna. Oh, Ist gerade in Arbeit mit dem Sean Levy, den Regisseur von Deadpool und auch dem kommenden Star Wars Film, und die arbeiten zusammen an einer kleinen Limited Series für Netflix. Doku-mäßig oder? Ja, Biopic. Okay. Also eher Biopic oder Doku? Biopic heißt einfach Also mit nur. Schauspieler. About her life and career is turning to the limited series format to tell her story. Wer The spricht project denn is in the early stages of development. Bla bla bla. Mehr ist noch nicht dabei. Steht Also, noch nicht. Wissen wir nicht, wer Madonna spielt zum Beispiel. No. Oder sie machen halt, nennen es einfach Biopic und es wird in Wirklichkeit ein Doku. Avatar mit dem Jason Statham, sagt der Gnedel Wutzler. Ja, das war super. Auf alle Fälle. Servus Conny, schreibt der Simon. Ja, hast du auch mal einer geschafft? Sie fixt. Und sonst schreibt er mal, wie gerade nach dem Kassettenschmerz, fragt er mir irgendeinen Scheißtrick auf Instagram, wo ich dann sage, schau dir den Kassettenschmerz oder Kretin. Aber schön, dass du da bist. Servus. So, Fallout können wir abhaken, das haben wir schon gesagt. Gell? Fallout, dein Madonna kannst du auch abhaken. Sehr gern. Comic-Verfilmungen waren wir noch. Supergirl, Woman of Tomorrow ist auch fertig mit der Produktion und geht jetzt in die Nachbearbeitung. Das ist auch so uninteressant, das ist ganz aus. Ja, also er hat schon sehr mutige Entscheidungen irgendwie so getroffen, finde ich, mit den Figuren. Dass man gleich als zweiten Film dann eben Supergirl rausholt.
Ich finde es zwar ganz cool, weil die Millie Alcock, die ja in der ersten Staffel House of the Dragon mitgespielt hat die Hauptrolle und die fand die in House of the Dragon schon super. Die ist unser Supergirl, also die Besetzung finde ich geil. Aber, naja, Also ich wenn halt weiß, der Superman jetzt schon nicht so funktioniert, dann wird es beim zweiten Film wahrscheinlich ähnlich laufen, fürchte ich fast. dann Da wird haben wir es Probleme. bei Supergirl wahrscheinlich richtig schlimm, leider. Ja. Ich Ja. darf es ja noch vergunnen, weil ich finde es cool, wenn man mal so Charaktere aus der zweiten Reihe Vierer holt und auf die große Bühne stellt, weil alle anderen haben ja schon 1000-mal jetzt durchgespielt und durchbehandelt. Und die Supergirl, da habe ich ein paar Comics auch gelesen, damals bei den New 52. Ich finde, das ist ein ganz netter Charakter, mit dem man was machen kann. Aber ja, mal schauen, wie unsere ganzen Inselpenner durchdrehen, wenn wir nach dem Superman Supergirl kriegen. Oh mein Gott, jetzt brauchen wir da auch noch eine Frau. Apropos starke Frauenrollen. Wir haben ja im Talktour schon ein paar Mal drüber geredet und auch der Corby über Stellar Blade, dieses nette Spielchen, das so ein bisschen kontrovers aufgenommen worden ist wegen seiner Hauptfigur. Aber dennoch eines von den besten Spiele des letzten Jahres war. Das kommt jetzt auf den PC. Und zwar wissen wir das, weil Sony versehentlich einen Trailer hochgeladen hat auf YouTube und den dann wieder gelöscht hat. Aber findige Internet-Typen haben den natürlich aufgegriffen und ja, am 11. Juni soll es losgehen. Das ist schon bald. So ist es so schnell geht, ja. Brutal. Da gibt es natürlich einen neuen Anzug und noch einen neuen Anzug. Und Dann neue hoffentlich Bosse. mit noch weniger Stoff. Wahrscheinlich. Sollen ja halt leider irgendwie kaufen, das Ding, ne? Eben, ansonsten hat er das Spiel nichts zum Bieten. Na. Heute ist auch angekündigt worden, dass Amazon eine Serie bestellt hat aus dem Creed-Universum, sprich aus dem Rocky-Universum, namens Delphi. Soll der Michael B. Jordan ist sogar ausführender Produzent bei der ganzen Sache. Realserie soll das werden. Ja, es ist in dem Bock, in der was? Junge Trotteln endlich ein eigenes Wohnzimmer auseinandernehmen, wenn sie das daheim schauen, nimmer das Kino. Ja, das war super. Wenn auf einmal Berichte kommen, dass einer allein daheim sitzt, schaut sich die Serie und haut einfach seine Bude zusammen. Geiler Typ. Hast du auch nur einen Teil von Creed gesehen? Nein, weil mich die Scheiße wirklich nicht interessiert. Also da habe ich wirklich Besseres zum tun, wie mit diesem Mister zum Schauen. Ja, ich bin da. Sie werden ja immer von den Kritikern ziemlich gelobt, dass sie ziemlich gut geschrieben sein sollen und so. Dann hat es mich prinzipiell interessieren, aber ich kann nicht mit der Thematik nicht viel anfangen. Ich bin ein absoluter Rocky-Fan. Nein, null. Ich finde interessiert mich null. Das belächelt ich halt mein ganzes Leben lang schon. Sogar so als Kind habe ich das eher so. Ja. Naja. Darf man fast nicht sagen, was sonst wohnt der Stallone. Aber gerade mit der Hälfte von seinem Gesicht. Da habe ich letztes Mal ein super Meme gesehen, wo er so am Pool steht und da drüber steht, als wir jung waren, wollten wir alle aussehen wie Rambo. Jetzt haben wir es endlich geschafft und er hat so einen Kessel. Er tragt so einen krassen Kessel umeinander, das ist brutal. Ja, geil, irgendwann hat er auch keinen Bock mehr. Ja, der Typ geht doch auf. Ich wollte gerade sagen, ist er nicht sogar, also entweder ist er schon 80 oder geht auf 80er zu. Oder, jetzt darf er mir Ruhe sein hier. Ja, brutal. Mit seinen Gartenschleich-Adern und so ein Zeug hier. Apropos 80er Jahre Actionstars, ich habe noch was Lustiges entdeckt. Okay, kannst du dich noch an Kung Fury erinnern? Ja. Bombengeiler Kurzfilm auf YouTube mit dem David Hasselhoff war dabei, Hackerboy und der Regisseur und Hauptdarsteller David Sandberg, glaube ich, hat geheißen. Das war der Andy Sandberg, oder? Nein, David Sandberg. Also war nicht der von Lonely Island. Ja, aber der einen Hitler spielt, ist einer von Lonely Island. Das kann sein, das war der Kung-Führer. Ja, genau, das ist einer von The Lonely Island. Jedenfalls haben die damals, das habe ich, also zumindest habe ich es vergessen, also ich habe mich jetzt nicht mehr daran erinnern können, und die haben damals dann einen Langfilm angekündigt. Ja, der ist schon seit Jahren, ist das schon im Gespräch. Ja, und haben den auch draht, der ist fertig. Der ist komplett fertig. So. Und da spielt unter anderem der Michael Fassbender mit, der Arnold Schwarzenegger und wieder der David Hasselhoff. Das Dumme ist nur, der ist seit 5 oder 6 Jahren, gibt es da Rechtsstreite zwischen den Produktionsfirmen, dass der kann nicht rauskommen. Der ist in der Rechtsstreithölle. Aber er ist fertig und irgendjemand hat jetzt einen 10-Minuten-Trailer oder sowas ins Internet hochgeladen davon. Der ist jetzt zwar schon wieder weg, aber es gibt noch ein paar so Schnipsel zum Singen und das ist wirklich göttlich. Ich habe aber Beutel gesehen, ja, das schaut super aus.
Der Michael Fassbender mit seinem Vokuhila wieder da geil umeinander ballert, schießt er auf die Schreibmaschine, schießt er mit der fetten Magnum drauf. dann steht halt irgendwas da, was er sagen will, lassen. Mist, also richtig, richtig, richtig geil dumm. Und Stout schaut, dass wir den wahrscheinlich nie sehen werden. Also vielleicht kommt jetzt wieder ein bisschen Bewegung rein, aber ja, ärgerlich. Ja, aber geil, wenn sie halt dann sagen, hey, das Internet flippt aus, dann muss man sagen, hey Leute, das Internet flippt aus, dann teilen wir uns halt die Kohle irgendwie. Ja, vor allem, wenn er Dann- schon fertig ist, muss man nur Ja. nach Hause bringen. Das ist Arschgeigen. sehr bitter. Gehen alle auf den Sack. Das Claire Obscur soll ja auch verfilmt werden, schreibt der Knädelwutzler. Hab ich leider noch gar nichts davon gehört. Ja, das ist korrekt. Dass ich nichts davon gehört habe. Ja, beides. Also, okay. Ich hätte Da jetzt kann- einfach mal als Fake News abgestempelt, wenn es ich noch nicht war, soll einer in den Chat reinschreiben. Naja. Ganz klar. Hä? 27. Juni habe ich ganz vergessen. Squid Game Staffel 3. Das ist eine Neuigkeit. Das gibt's ja schon, weiß man doch schon seit Jahren. Ja, aber hat es jetzt auch so ein kleines Poster gegeben, aber das wollte ich nicht herzogen, weil es auf den Sack geht, der Scheiß. Das ist ja sowieso nur das ist eigentlich jeder Witz, dass die Staffel 3 nennen. Das ist einfach der Ja. Schluss für die Staffel 2. Pissbacken sind. Das, was auf alle Fälle kommt, ist ein neuer Kurzfilm, der in einem Land von unserer Zeit inspiriert ist. Und ich wollte einfach nur den eine Ding dazu vorlesen, weil nämlich einer geschrieben hat, we are emotionally not ready for this. Mhm. Ich habe auch Das gesagt, wär haut's ab abgefahren. mit dem Scheißdreck. Ich soll echt abhauen mit so einem Scheißdreck, weil das ist einfach, das war nicht, was die gemacht haben in dem Film Nein. damals mit uns. Da ist nicht viel Schönes passiert. Na, geht so. Scheiß Schafzahn, die Pissbacke, die Leute. Und Panos Cosmatos, der Regisseur von Mandy, macht ja jetzt halt einen Vampir-Thriller namens Flesh of the Gods. Und dazu ist jetzt halt, ein neues Casting-Mitglied dazugekommen, nämlich die Elizabeth Olsen. Man kennt sie ja als Wanda von Mhm. WandaVision, also Mhm. die super hübsche Hexe. Kristen Stewart ist dabei und der Oscar Isaac ist auch dabei. Und ja, wenn der Cosmatos mit sowas macht, dann bin ich schon sehr gespannt drauf, was der Kerl da treibt, weil Mandy war ja auch so richtig schöner Mindfuck. Hast du Mandy jemals gesehen? Ganz schön blöd. Mhm. Wer den noch hin? Mussten noch hin. Der ist ja damals im Hardline, haben wir mit dem gesehen. Der ist also, Ehrlich? ja, also echt, Cool. den brauchst du echt den brauchst mit fetten Sound auf dem fetten Fernseher, da ist das richtig geil, das Ding. Sehr schön. Und wieder Nicolas Cage. Ja, Bombe. Bester Mann am Futz. Platz. Bester Mann am Platz, ja. So, Hast du, Ich hab- dann, was ich hast hab du? noch eine Warnung für unsere spielenden Freunde, wenn die im Ah, jetzt PC weg. unterwegs sind und Steam nutzen. Da kursiert gerade die Nachricht im Internet, dass da einen massiven Datenleck gegeben hat. Also scheinbar mit einer Firma, die mit Steam zusammenarbeitet, da müssen ungefähr 89 Millionen Konten betroffen sein, die alle, da waren sehr viel sensible Daten im Dark Web auftaucht. Also wer ein Steam-Konto hat, soll ja mal seine ganzen Sachen checken, seine Passwörter ändern, Zwei-Faktor-Authentifizierung vielleicht einführen und so eine Sachen. Ist gerade ein bisschen problematisch. Klassisches Upsi. Mhm. Klassisches Upsi. Serienverlängerungen haben wir noch. The Hunting Party und Brilliant Minds sind beide von NBC für eine zweite Staffel verlängert worden und ich kenne beide nicht. Aber wie immer, Wenn es wenigstens sagst dann. ja, wie immer einfach nur eine Info für die Leute bei uns, die das vielleicht kennen und die das vielleicht interessiert. Ich kenne es nicht. Darum ist es mir auch scheißegal. Also können wir schon langsam rübergehen zu den Kinostarts, Seppi, die darfst du machen. Ah. Oder magst du lieber Streaming-Charts machen? Na, warte, ich hol's mir schnell her. Kinostart, was haben wir für einen Monat Mai? Ja, 15. Mai war das Datum für die Starts. So, hat noch keinen Chat eingestimmt, was wir unboxen sollen. Stürmische Funken, strahlende Sterne oder Paradox Rift. Ich bin für Paradox Rift, weil das das Einzige ist, das sie männlich hört. Stürmische Funken, find's nicht männlich. Da ist ja voll das komische Manschgal drauf. Das schaut aus wie der Eiffelturm, der irgendwie kämpft für mich. Ich sehe nur Pixelbrei in deiner Kackkamera. Heute im All ist die gleiche. Ja, das sind also so gut bewerten. Dieses Drecksding. So, Fresse jetzt. Jetzt geht's weiter. Wir starten am 15. Mai, der morgen stattfindet mit Final Destination Bloodlines. Und bevor ihr da hingeht,
jetzt euch unsere Folge dazu an. Wir haben ihn nämlich schon gesehen Mhm. und unsere kompetenten Kompetenzien haben da schon drüber gesprochen, ja, namentlich du und der Corby. Sie und der Corby, ja. Und es ist absolut spoilerfrei gehalten. Da könnt ihr uns blind vertrauen, es ist der Mike nicht dabei, der euch ja gern spoilert. Der Corby und ich haben eine schöne Folge für euch aufgenommen, die, da jetzt ich persönlich einfach mal sagen, als Außenstehender, der nichts mit dem Podcast zu tun hat, dass die Folge einfach nur anheizt und Lust auf diesen Film macht. Sie schmieren sich quasi ungefähr 3/4 Stunden nur Honig an bestimmte Körperteile. Das ist tatsächlich so. Das ist richtig unangenehm gewesen, weil wir waren uns eigentlich immer einig. Der Corby hat noch einmal nicht gewusst, dass ich immer recht habe. Das war ein wenig dumm von ihm. Oh, das ist blöd. Ich habe aber dann aufgeklärt. Und dann hat es wieder passt. Dann waren wir uns wieder alle einig. Krawalmaus hat schon gehört, sagt's. Ah, du bist der Gute. Und was zwei sagst du zum Herzl. Film? Ja, ich schicke auch Herzl. Was sagst du zum Film, Krawall? Morslichkeit? Herzl. So, nächster Film. Mission Impossible, The Final Reckoning. Oh, da bin ich Startet ja am gespannt. 21. Mai. Also wer diese Reihe liebt, sollte sich diesen Film anschauen, weil recht viel mehr wird es nicht mehr geben. Ja, ist angeblich das Finale. Ja, angeblich. Schauen wir mal. Und der Depper Tom Cruise, der macht ja wieder Stunts, dass du sagst, du bist nicht ganz dicht. Unfasslich. So, dann haben wir ein Drama namens 7 Tage. Es kommt In auch am Tibet. fünf- Nein, ohne Tibet. Die möchten vielleicht da in Chinesien angeschaut werden. Und wenn du Tibet den Titel hast, bist du schon mal raus. So, dann haben wir Black Bag, doppeltes Spiel, ein Spionage-Thriller von Steven Soderbergh. Dann haben wir den bereits eben erwähnten Michael Fassbender dabei, Kate Blanchett und Tom Burke. Ist sehr gut bewertet. Muss sein. Schauen wir mal. Dann Tanz der Titanen, Drama-Komödie auch mit der Kate Blanchett wieder. Krawalmaus schreibt eine zu Final Destination, man merkt, wie alt das er ist. Ich verstehe nicht. Wer, der Wie- Kleine oder der Corby? Ich weiß es nicht. Der Krawalmaus, du musst uns da ein bisschen aufklären jetzt. Oder ist das, Anscheinend spricht der Kopf weh aus dir. ist das Weitler-Slang? Heißt das ganz was anderes zum Ende? Das ist old. Das kann da sein. Was kann denn der Old sonst heißen? Hm. Keine Also, Ahnung. Das ist eine Fremdsprache, die habe ich einfach nie gelernt. Die unterrichten sie nirgends, weil sie wissen, dass die ausstirbt. So, jetzt schauen wir mal, was ist denn noch dabei? Das ist uninteressant. Dann war es schon im Mai. Am 5. Juni kommt dann 28 Days Later. Ja, das ist auch cool, dass den nochmal ins Kino bringen, so als Vorbereitung für 28 Years Das ist Later. ja cool. Ja, da bin ich schon am Spekulieren. Ach so, sie meint den ersten Final Destination, den neuen hat sie nicht gesehen. Ja, jetzt sind wir bonannt. Das merkst du direkt, dass die Frau Kopf hat, dieser direkt deppert. Ja, Ja, Wahnsinn. Gute Besserung, Krawalmaus. So, was haben wir denn da noch? Das ist alles die Käse, das brauchen wir gar nicht erwähnen. Lauter Mist hat es halt einfach alle ab. Ja, ich glaube, dass sonst noch nichts Besonderes mehr kommt. Ist Rotz. Aber die haben auch ein paar gute Filme. Also mit Final Ja. Destination und Mission Impossible ist schon was Gutes dabei. Und wer Thriller mag, findet mit Black Bag was. Also bringt man schon Brot oder Gummi. Eben, und Freitag auch noch Shutter Island bei der Nacht des guten Geschmacks, Leute. Genau. Streaming-Charts. Haus aussehen. Platz 10, The Handmaid's Tale, die 6. Staffel via Hulu. Dann haben wir Platz 9, Happy Face. Was ist jetzt los mit dem Hund? Simbert, Ruhe. Platz 9, Happy Face, die erste Staffel auf Paramount Plus. Platz 8 ist Turning Point, The Vietnam War. Eine Staffel, hört sich nach einer Doku an, steht jetzt nicht wirklich was dabei. Ist auf alle Fälle auf Netflix. Platz 7, Your Friends and Neighbors. Erste Staffel auf Apple TV Plus. Dann Platz 6, The Eternaut. Weiß nicht, ob man es so ausspricht, sagen wir einfach mal so. Die erste Staffel auf Netflix. Dann haben wir Ransom Canyon, die ist Platz 5, die erste Staffel auch Netflix. Mobland auf Platz 4, Paramount Plus, erste Staffel. Und jetzt kommen die Top 3. 5. Staffel und das Staffelfinale von You ist der drittplatzierte auf Netflix. Dann, das ist wieder was für mich jetzt hier. Andor, Staffel 2 ist auf Platz 2. Auf Disney Plus ist auch heute, sind die letzten 3 Folgen dazu gekommen. Da tränen mir die Augen jetzt schon, wenn ich dran denke.
Und Platz 1 dann ist die erste Staffel auf Netflix von The Four Seasons. Sagt mir überhaupt nichts. Ne? Naja, wird dann schon passen. Es kommt ja jetzt noch irgendeine Serie auf Apple TV Plus mit einem von den Skarsgård-Brüdern. Murderbot oder irgendwie so, kann es sein? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle schaut der Trailer gar nicht mehr so verkehrt aus. Werde mal reingucken und gebe euch dann Bescheid. Und jetzt hat er mal unboxen, da an Seppi seine Stimme nicht zählt und Krawallmaus Kopfweh hat und krank ist und ihr Stimme deswegen 48 Mal Zeit. Unboxen wir strahlende Sterne. Oh Gott, mach's nicht noch unerträglicher, weil so eine Hinsche ist. Hey, alle anderen sind immer voll auf Party hier. Alle anderen. Friva, bam, 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 ram, bam, bam. Ah, sie geht ja so schön auf, diese Tüte dieses Mal, dieses Booster. Jetzt oder weil beschäftigt. Heute einmal, du musst ja schauen. Sonst kriegst du nämlich eine, schau her, Kopfnuss vom Knilz. Oh, Knilz, die hab ich dann mal Kopfnuss. verdient. Die hast verdient. Aber damit es nicht so lange weh tut, kriegst du dann ein bisschen Geblubber vom Blindfer auf die Kopfnussste Stelle. Yay. Dann kriegst du aber auf einmal vom Cellast einen abrupten Kopfstoß Gott, der hätte sich schlimmer. und einen Biss ins Rangerl. Das steht doch nicht. Doch, das steht da, aber ich habe es jetzt schon weggelegt, ich weiß nicht mehr. Dann haben wir noch einen Klick, das tut einen Klammerer machen und einen Rundum-Angriff. Rundum, also es ist fast wie ein Roundhouse-Kick. Patrick Swayze gefällt das. Yeah. Roadhouse. Sneebel, Kratzer und Schlitzer. Das ist krasser Serienkiller-Shit. Und jetzt geht's schon hier voll ab so mit Glitzern. Wir haben ein Bojelin, das kann floaten und Aquaknarre. Ski, Glitzer. Seppi. Was? Entschuldigung, ich war Ski, gerade Glitzer. abgelenkt. Bling, bling, bling. Ui, das ist blind. Boah, jetzt kommt's richtig schön. Boah, die schaut ja richtig gut aus. Ein Morpeko V, annagen und abhauen. Extremer Kohldampf. Da schiebe ich gut, dass die ausschaut. Oh, zauberhaft. Ah, die ist sicher 18.000 Euro wert. Aha, bestimmt. Wasserenergie interessiert keine Sau. Snibuna, durchwühlen und wieder Schlitzer. Glitzert aber nicht mehr die Mistsau. Scharfax mit scharfe Fänge und Drachenklaue. Aha. Und jetzt haben wir nur einen Barista. Das ist eine Trainer-Unterstützerkarte. Der macht da, falls sehende Situationen wie jetzt gerade sind, für die Seppi, da wäre ein Kaffee. Warum machst du eigentlich mit coole Karten auf, so wie Magic oder so? Alter, ich fange nicht nur irgendeinen anderen Scheißdreck an zum Kaufen. Ich habe das irgendwann angefangen, als ich ein kleines Kind war und das wird jetzt durchgezogen. Und das Einzige, was noch dazugekommen ist, war One Piece. Und jeder, der was anderes sehen möchte, soll es mal kaufen und sich verhurz Maul halten. Ich habe wenigstens coole Sachen gehabt früher. Du hast ja auch nichts Cooles gehabt früher. Monster- Außer einem Onkel, der die missbraucht. Maul, Monsters in my Pocket habe ich gehabt. und ich war Ah, ganz, gut, ganz Monster toll. in my Pocket waren super. So. Super. Der Krawallmaus schreibt sogar eine, ich soll 2 aufmachen. Ja, danke, Krawallmaus. Nein, mach ich nicht. Wir Die unboxen jetzt, Freundschaft ist jetzt belastet. nur noch dieses Kinder-Joy Mario-Ding. Jetzt muss ich mal gleich Beutel von Monster in my Pocket zuschauen, so schön sie. Was ist für Scheiß? Muss ich schon wieder irgendwas aufkleben? Eine Piranha-Pflanze, muss ich irgendwas selber draufkleben. Man kann ja was das sein soll. Das ist ein Bullshit. Naja, haben wir das auch geschafft. Monster in my Pocket, da glaube ich, habe ich sogar noch das NES-Spiel. Original, Man kann es auf eBay kaufen, ich werde narrisch. ich glaube sogar original verpackt. Schick mir den Link, Niemals. bring die um. Aber ich sag's dir schon. Kannst du sagen. Sag's dir. Sagen Sie mal schnell Monster in my Pocket. Schaut es euch an, wie schön das sind. Oh, die waren echt super. Wunderschön. Die habe ich alle gehabt, die da haben. Bis auf, doch, den Drachen habe ich auch gehabt. Das ist das nicht sogar schon irgendeine andere? Da hat es so viel mehr gegeben und das ist doch schon Ja, wieder ja. irgendeine andere Da Kollektion. hat's Weil, viele Editionen gegeben, ja. Ich hab Ja. den Berg, den habe ich auch gehabt, aber der hat bei mir ein bisschen anders ausgeschaut. Also das ist auch schon wieder Ja. eine Version. weil ich glaube, den Roden oben mit der Keule, mit den 2 Spitzen, den glaube ich, habe ich auf alle Fälle gehabt. Den habe ich auch gehabt, ja. Ich habe auch den Wolf habe ich gehabt, aber ich bin mir relativ sicher, dass der lila war. Die Medusa habe ich auch gehabt. Die Mumie habe ich gehabt, den Geist mit dem Kopf da, Mhm. den Vampir habe ich auch gehabt. Ah, das war so toll. Das war echt super. Aber Mann, was gibt es war halt das nicht mehr. Gut, Nein. und da ist. Jetzt gibt es nur noch Scheiß. Nur noch Scheißdreck, ja. Nur noch Scheißdreck. Nedelwurzler schreibt, bis er ein altes Kind ist, ganz genau. So lange wird das laufen bei mir. Jetzt nehme ich nur einen Siegesschluck für diese erfolgreiche Folge Kassettenschmerz. Das ist übrigens ein klarer. Anders holt ihr das nicht aus mit dir. Das ist Erdbeer. Und
Dann sage ich vielen Dank, Seppi, schön, dass du dabei warst, dass ich mal nicht komplett einsam und verlassen hier an der Front kämpfen muss. Ja, sehr gern. Sehr gern. Dürfen Sie der Seppi und der Korbi mal Scheiben abschneiden, der Seppi und der Korbi, sag ich schon, der Mike und der Korbi Scheiben abschneiden von deinem Einsatz, weil die zwei faulen Pissgurken überhaupt nichts getan. Schrecklich. Schrecklich. Danke an alle, die zugeschaut haben. Und schreibt in die Kommentare, was ihr noch für tolle Neuigkeiten gehört habt, falls ihr irgendwas wisst. Da uns interessieren, was wir übersehen haben, was wir noch nicht gelesen haben, was wir noch nicht gehört haben. Schaut euch die Trailer an, die ich gesagt habe, und schreibt mir eine, wie euch die Trailer gefallen. Vor allem zu Ironheart und Superman, da hat es mich interessieren. Alles andere ist Scheißdreck. Hört euch Final Destination an. Jo. Die Folge zu Final Destination Bloodlines. Schaut es euch dann im Kino an. Der ist nämlich wirklich molto bene. Ein Gedicht. Und dann sehen wir uns am Freitag hoffentlich bei Shutter Island zu der Nacht des guten Geschmacks und hören und sehen uns nächste Woche. Auf Wiederschauen, wie Potato You. Seppi Potato, mal unsere Leute hier. Sehr schön, sehr schön. Macht es gut und auf Wiederhören und auf Wiederschauen. Servus. Kaum bist du